Diese Sendung widmet Ihnen die Rettermesse Wels. Retten, bergen, löschen, schützen. Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft und Trends, unserem Business-Magazin auf Ihrem Privatkanal. Im ersten Beitrag geht es gleich nach Linz. Dort gibt es die modernste und umweltfreundlichste Straßenbahn Europas. Herr Diplom-Ingenieur, Linz als Vorreiter mit einem neuen System für öffentliche Verkehrsmittel. Es geht ja um Straßenbahnen in Linz. Welches neue System punkto Energiesparen haben Sie da jetzt im Programm? Wir haben gemeinsam mit den Firmen Bombardier und Kapsch die intelligente Straßenbahn entwickelt. Das heißt, wir können alle Energieströme innerhalb der Straßenbahn messen, analysieren und auch optimieren. Bisher war das nicht möglich. Wie viel Beschleunigungsstrom, wie viel Bremsenergie, wie viel Heiz- und Lüftungsenergie, wie viel Datenübertragungsenergie verbraucht wurde, war nicht bekannt. Jetzt wissen wir das. Wir können den Energieverbrauch dadurch reduzieren um mehr als 10%. Wir sparen so viel Strom wie 300 Haushalte im Jahr verbrauchen. Und wir können den Nutzen für die Kunden deutlich verbessern. Es gibt jetzt eine ständig angepasste Temperatur in der Straßenbahn. Wir sehen sie, wir können nachjustieren, je nach Entwicklung, wenn es sehr heiß ist, wenn sehr oft die Türen geöffnet oder wieder geschlossen werden. Wir optimieren das Beschleunigen und Bremsen, haben dadurch weniger Radabrieb, haben weniger Schienenverschleiß. Letztendlich ist es so, dass sich die Linz-Linien Instandhaltungskosten sparen können und die Fahrgäste einen großen Nutzen haben. Ein wirklich intelligentes System, das wir neben Straßenbahnen auch auf Autobusse übertragen können. Wir zum Beispiel werden 2016, 2017 neue U-Busse beschaffen. Hier wird es bereits Bestandteil der Ausschreibung sein, sodass die Fahrzeuge dann mit diesem intelligenten Energiesparsystem bereits geliefert werden und sofort in Betrieb genommen werden kann. Sie sprechen von einem Energiesparsystem. Die Linz AG gilt als eines der umweltfreundlichsten Unternehmen in Sachen Fuhrpark. Kann man sagen, welchen CO2-Ausstoß Sie sich damit ersparen? Wir sparen mit dieser Maßnahme, die Straßenbahnen zu optimieren, 85 Tonnen CO2 jährlich ein. Insgesamt haben wir einen sehr, sehr umweltfreundlichen Fuhrpark. Wir haben als einziges Unternehmen Biogasbusse, wir haben 88 Erdgasbusse, wir haben 56 Straßenbahnen, die ja mit E-Mobilität fahren, 7 Bergbahnen E-Mobilität und dann noch 20 O-Busse, auch wieder mit Strom E-Mobilität. Also wir sind sehr umweltfreundlich, energiesparend, CO2-sparend unterwegs und der Fuhrpark ist zu 100% barrierefrei. Das ist auch einzigartig in Österreich. Also alle Fahrgäste können ohne Stufen aus- und einsteigen und das ist ein großer Komfort für ältere Menschen, für Menschen, die jetzt im Winter vielleicht ein Gipsbein haben oder auch für Kinderwegen. Also wirklich sehr kundenfreundliche, sehr sparsame Fahrzeuge. Von Linz nach Wels an die Traun. Dort gibt es das Lebensspurenmuseum. Und in diesem Museum gibt es immer interessante Ausstellungen. Eine davon haben wir für Sie besucht. Frau Müller, Ihr Haus gibt es schon seit einigen Jahren jetzt und hat sich durch verschiedene Ausstellungen einen guten Namen geschaffen. Welche Ausstellung haben Sie zurzeit im Haus? Zurzeit läuft die Ausstellung Körpereingriffe vom Ritual zum letzten Schrei. Eine sehr spannende und interessante Sonderausstellung zum Thema Körperveränderungen, Körpermodifikation weltweit, kann man sagen. Da gibt es sehr viele Beispiele, Motivationen, warum das gemacht wird. Die Beweggründe sind sehr interessant, sehr unterschiedlich, sehr vielseitig und es gibt natürlich sehr, sehr viele Beispiele, die wir alle aufzeigen möchten. Wie lange wird die Ausstellung noch dauern?
Die Ausstellung geht bis 23. Dezember dieses Jahres. Es besteht aber, da das Interesse sehr, sehr groß ist, auch die Möglichkeit der Verlängerung. Wie kommt die Ausstellung bei den Schulen und speziell beim jüngeren Publikum an? Die Ausstellung wird sehr gut angenommen. Die Ausstellung richtet sich ja erst ab einem Alter von 14 Jahren, wir empfehlen es zumindest, und geht bis, solange Interesse besteht. Wir haben auch sehr viele ältere Besucher. Wenn jetzt Leute von auswärts kommen und sich die Ausstellung besichtigen wollen, kann man sich da anmelden und wie lang sind die Ausstellungszeiten? Unser Museum ist täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Ausnahmen sind Sonntag und Montag, da ist geschlossen. Und am Samstag von 12 bis 18 Uhr, wobei wir jeden ersten des Monats eine Sonderführung um 15 Uhr anbieten. Wissen Sie, dass Wales in der Champions League spielt? Nicht im Fußball, sondern im Tischtennis. Und wir waren dabei. Es gilt als die schnellste Ballsportart der Welt und verlangt von den Spielern vor allem zwei Dinge: viel Talent und gute Reflexe. In der Sporthalle Wels-Lichtenegg war kürzlich bei den Staatsmeisterschaften im Tischtennis 2 Tage lang die Creme de la Creme der österreichischen Ballkünstler vertreten. Ist natürlich immens viel Arbeit dahinter. Muss mich da auch bei meinem Team bedanken. Es gibt, glaube ich, nicht mehr viele Vereine, die das schaffen, dass so viele Leute gratis da mitarbeiten, dass wir das schaffen können. Hut ab, Kompliment, Dankeschön an alle, die hier daran sich immer wiederum so engagieren. An der Spitze der Gerhard Demmelbauer und auch der Bernhard Humer. Großartige Arbeit, die hier geleistet wird. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir bei so wirklich sehr schönen Veranstaltungen immer wiederum gerne nach Wels kommen, weil hier gibt es ein erfahrenes und sehr bewährtes Ausrichterteam. Gespielt wurde auf 14 Tischen. Die fachkundigen Zuschauer wurden nicht enttäuscht und erlebten Tischtennis auf Weltklasse-Niveau. Für Gastgeber Wels gab es nur ein Ziel: die Wiedererlangung des Titels, der sich seit sage und schreibe 14 Saisonen fest in der Hand des SVS Schwechat befand und scheinbar nicht mehr zurückerobert werden konnte. Wenn ich sage, am 11. das schönste Muttertagsgeschenk auch für mich als Vater wäre natürlich der erste Staatsmeistertitel nach 15 Jahren, nicht für SVS, sondern für Wels. Schließlich war die Sensation perfekt. Im 25. und bisher erfolgreichsten Jahr der Vereinsgeschichte konnten die Welser endlich wieder jubeln und den Titel in die Stadt an der Traun holen. Es hat mich sehr bewegt, dass unser Freund Hans Bräume, der aus eigenen finanziellen Mitteln das Wagnis in die Bundesliga zu gehen 2005 auf sich genommen hat, letztlich da vom Himmel herunterschaut und Hans, dieser Titel gehört so 50% dir und deinem Engagement. Und danke Hans, dass du uns in die Bundesliga gebracht hast, mich zum Verein geholt hast und wir haben vieles zurückgegeben. Danke auch an die Medien, die Partner, das ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr nicht berichtet. Ich denke mir, Weltklasse Sport hier und vielleicht kommen nächstes Jahr der ein oder andere in diese Sportteil und sagt sich, naja, die spielen ja gar nicht so schlecht, die spielen Champions League, die spielen in Europa und vielleicht, sage ich einmal, lässt die Stadt und das Land auch eine kleine Prämie raus. Wir reden da nicht von diesen Riesensummen wie im Fußball oder im Basketball, aber ich denke, wir haben es uns alle verdient. Für die nächsten Jahre ist dies natürlich Auftrag und Verpflichtung zugleich. Bereits jetzt wird Emsig trainiert und an der Titelverteidigung für das Jahr 2015 gearbeitet. Dazu passt er perfekt, dass der Vertrag mit Topman Tian Zhan aus Singapur verlängert werden konnte. Zum Abschluss gibt es noch einen Beitrag über Wertanlagen. Eine Wertanlage bei einer Bank? Nein, eine Wertanlage in ein altes Auto ist immer gut. Und wir waren bei der Saalbach Classic im Pinzgau. Autofahren im Paradies der Alpen. Adrenalin pur, das war die diesjährige Saalbach Classic. Saalbach Hinterklemm verwandelte sich dabei in ein Oldtimer-Museum der ganz besonderen Klasse. Rund 80 historische Automobile versprühten den Duft ihrer Vergaser und erinnerten an jene Zeit, als das Autofahren noch ein unvergleichliches Abenteuer war. Hier waren, neben prominenten Fahrern, ganz klar die Autos, die großen Stars. 24 verschiedene Automarken waren vertreten. Neben dem Lancia Lambda von 1927 waren Raritäten von Alfa, Austin, Healey, Bentley, BMW, Bugatti, Ferrari, Ford, Fiat, Jaguar, Lagonda, Mercedes, MG, Morgan, Porsche, Renault Alpine, Triumph und Volvo am Start.
Es ist einfach echt Autofahren. Du spürst alles. Du kannst deshalb auch schnell in Kurven fahren, weil du jeden Millimeter merkst, geht das weg, geht das nicht weg. Du kannst das kontrollieren. Das ist halt noch richtig echt, ohne Fahrhilfe. Die Resonanz der teilnehmenden Teams war überwältigend. Dazu kam auch noch das Traumwetter am Großglockner. Die Streckenführung und die freundschaftlichen Benzingespräche begeisterten auch die internationalen Gäste. Die Bremsen funktionieren fast nicht. Die Lenkung ist extrem schwierig. Mit ca. 20 Kilo müssen sie hier ziehen. Die Blasen sind vorprogrammiert auf den Fingern, aber man tut das, was ein Mann tun muss. Weltmeisterin Annemarie Moser-Pröll durfte einen Porsche 356a, Baujahr 1958, aus dem Werksmuseum in Zuffenhausen fahren. Der Porsche, das gibt einem schon sehr viel und vor allem, wenn man früher selber angefahren ist, denkt man wieder an die Jugendjahre zurück, nur ist man natürlich jetzt wesentlich langsamer unterwegs. Prominenter Teamkollege von Annemarie Moser-Pröll war die Skilegende Hans N. Cabrio, gut und schön, aber heute sind wir über den Glockner gefahren. Ich muss sagen, ich habe im Auto noch mal eine Jacke angehabt, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe da den Auto noch keine Heizung gefunden. Ich habe keine Heizung gefunden. Die Scheiben sind angelaufen, haben ein bisschen gewischt, aber es macht Mut Spaß und unter uns gesagt, oben war es ein bisschen Schnee, sind wir ein bisschen Schnee rausgefahren. Das Arschal trat schon hinter mir auch bei dem Auto. Ein bisschen Gefühl beim Schalten, synchronisierte Getriebe sind damals noch nicht so üblich gewesen. Und wenn es einmal ein bisschen ins Schlingern kommt, dann braucht man eine gute Hand am Lenkrad. Der sogenannte Popometer, der fährt immer mit und der ist notwendig. Der Popometer sagt, jetzt sind wir an der Grenze, jetzt heißt es Einsatz, fahrerischen Einsatz. Rallye-Ehrenpräsident Walter Röhrl war mit dem Erfolg der zweiten Saalbach Classic sehr zufrieden. Ich war ja voriges Jahr von der Erstveranstaltung schon sehr angetan. Heuer konnten wir das wirklich nochmal richtig toppen. Tolle Autos, tolle Leute. Der Sieg ging nach 31 Sonderprüfungen und mehr als 660 Kilometern an den ehemaligen österreichischen Justizminister Dieter Böhmdorfer und seinen Sohn Florian auf Jaguar MK2, Baujahr 1962. Mein Sohn ist Informatiker, rechnet wahnsinnig schnell im Kopf und hat einen viel größeren Überblick, glaube ich, als viele andere Beifahrer. Und ich kann mich darauf beschränken, die Zeit zu messen und die Organisation rundherum ein wenig zu gestalten. Und das passt bei uns. Bevor wir uns aus Wels verabschieden, gehen wir auf Spurensuche. Und Spurensuche ist im Velius in nächster Zeit besonders leicht. Herr Holl, welche Ausstellung erwartet uns hier im Velius? 60 Jahre CERN. Wir sind das einzige österreichische, nicht Museum, sondern Science Center des CERN, dieses Hochenergie-Physik-Institut in der Schweiz, hochleben lässt. Wir feiern 60 Jahre mit einer tollen Ausstellung. Und das sehen wir in der nächsten Sendung. Für heute sage ich danke fürs Zusehen und bleiben Sie auf diesem Kanal. Diese Sendung widmete Ihnen die Rettermesse Wels.